Herzlich willkommen, liebe Leute, hier von Straßburg, für einen kleineren Rapport zu machen über die Plenärsession, die wir hier hatten, an der Sendung Blick auf Europa am DOC-Kanal. Wir haben ganz grob nach bis zum letzten negoziert, teilweise an spät Abend daran. Es war ganz viel Programm. 2 Punkte habe ich herausgepickt, wie ich auch schon letzte Woche angekündigt habe, das einerseits die Agenda für Migrationspolitik und andererseits aber auch Konfliktmineralien. Ihr wisst, dass wir ich fange noch damit an, ihr wisst, dass wir hauptsächlich im afrikanischen Kontinent, nicht nur Kongo und so weiter, haben wir die Mineralien, die wir hier aus dem Boden rausholen, wie zum Beispiel Zinn, zum Beispiel Wolfram, Gold, Tantal, pardon. Und das sind Sachen, die bei uns durch eine Lieferkette verschafft gehen. Nicht nur hier aus dem Boden geholt, sondern auch verschafft gehen. Das von der an Handy, von der an Laptop, Televisionen, Auto. Und das heißt, das sind eigentlich Sachen, die extrem wertvoll sind und die von uns alle gut benutzt gehen. Und in dem Moment geht uns auch alle gut etwas an. Wir sind am Endeffekt alle gut responsabel. Das ist so, dass wenn das an den Schmelzen, an den Minieren rausgeholt wird, dann wird das ja finanziert, da gibt es Zertifikate gekauft, und mit dem das Geld, das kommt ganz oft auf falsche Hände. Und zwar an Hände von Kriminellen, die dann den Bürgerkrieg finanzieren, die zum Beispiel für Mord oder Vergewaltigungen responsabel sind. Und das ist eigentlich schon frühzeitig, schon 2011 darauf hingewiesen gehen, und auch durch Drunme 2011 sind am Anfang Niveau von der OECD die Standards ausgeschafft gehen, für dem entgegenzuwirken, für am Anfang zu verhindern, dass die suchen, dass die an die Hände kommen von den Kriminellen. Das ist auch an Gesetz angeflossen von den Amerikanern 2011. Hier in Europa haben wir uns immer schwer getan. Es war immer das Komitee vom Development, von der Entwicklungshilfe, für all die ONG, und ganz oft darauf hingewiesen, all die Organisationen, dass da etwas gemacht gehen. Das ist eigentlich auch das Parlament, das die Kommission aufgefordert hat, da aktiv zu gehen. Und die Kommission hat dann noch 2014, also letztes Jahr, eine Proposition gemacht, die uns am Parlament aber verschiedener nicht weit genug gegangen ist, weil es auf einer freiwilliger Basis funktionieren soll. Zertifizierung soll freiwillig bleiben. Das hat dazu geführt, dass am Anfang den Handelsausschuss hier am Parlament, der so gesehen hat, den Developmentsausschuss aber nicht so gesehen hat, weil sie nicht überzeugt sind von einer freiwilligen Zertifizierung, weil das andere Menge ja nicht bindendes ist, weil in anderen Lieferketten, wo aber Hunderte und Hunderte Firmen betroffen sind, weil in das aber am Endeffekt nicht kontrollieren kann. Ich selber habe mich hier abgerufen mit einem belgischen Kollegen, auch mit Charles Goerens. Wir haben Amendementen abgerufen mit Louis Michel, für die Kompromiss zu verhandeln zwischen der freiwilligen Zertifizierung, die uns nicht weit genug geht, und aber, wie gesagt, das mehr bindend zu machen, für hier Kompromisse zu verhandeln. Das ist uns gelungen. Wir haben die Amendementen auch durchgekriegt, hier am Parlament, an der Plenär, gestern. Und das geht in die Richtung, das heißt, dass hier wirklich kann hier nur verfolgt gehen, wen da wo was exportiert, mit den Zertifikaten, wie ich gesagt habe, dass die ganzen Lieferketten von all den Firmen, die da betroffen sind, dass die das auch nachvollziehen kann. Es ist auch festgehalten, dass noch 2 Jahre die Kommission einen Rapport machen muss. Das ist festgehalten, dass noch 3 Jahre geguckt wird, was das wirklich in der Praxis hauptsächlich, wie gesagt, im afrikanischen Kontinent auch gebraucht wird. Weil es geht ja auch nicht darum, dass wir eine Gesetzgebung machen, die an der Praxis entweder nicht anwendbar ist oder absolut nicht zu kontrollieren. Also das heißt, du musst daher noch Rapport gemacht. Wir gehen an den Trilog, der heißt, der Conseil hat am Anfang noch keine Approche general festgelöst. Wenn das der Fall ist, dann werden wir am Conseil verhandeln. Und dann hoffe ich, dass unser Standpunkt von der bindenden Zertifizierung, dass das dann noch im Endeffekt zurückbehalten wird. Der zweite Sujet, den ich mitbringen ist, wie gesagt, von der Migrationspolitik. Wir haben den Sujet schon oft behandelt, auch an verschiedenen Emissionen,
auch an der Presse, das heißt, ihr seht da regelmäßig informiert gehen über die Tragik, über die Dramatik, die am Anfang da regelmäßig stattfindet am Mittelmeer. An die Kommission als abgefordert gehen, dann hat doch schon mal lange angekündigt, abgefordert gehen, für endlich mal eine Agenda festzulegen, wie das in Zukunft, wie man die Flüchtlingsproblematik da an den Griff kriegt. Das ist natürlich nicht nur ein Element, das den holen kann, aber da muss eine ganze Reihe von Mesuren holen. Und die Kommission hat sich hauptsächlich auf 4 Achsen fokussiert. Das heißt, dass die irreguläre Migration für die zu reduzieren. Das heißt, die Leute die flüchten, weil du Krieg ist, weil sie mit Leben fährten. Und da muss an den Ländern muss mal aktiv gewirkt gehen, für das die Hilfestellungen noch könnt an den Ländern, dass die Leute eigentlich sie will auch da bleiben, sie will auch nicht fort. Wie verlässt schon gerne sein Land. Hier sind ja aus Situationen, wo ihnen nicht ernst übrig bleibt. Sie rennen hier das Leben. Und ich meine, aus dem Grund, die Solidarität an Europa ist verlangt. Und wir müssen denen Leuten auch helfen. Und das werden wir dann auf 4 Pisten machen, die ich nicht gesagt an den Ländern abwirken, dort Zentren errichten, dass die Leute auch Hilfe kriegen. Das Zweite ist natürlich auch, wenn sie bis NRW sind, wenn sie bis von den Schleuserbanden, wo ich noch drauf zu sprechen komme, wenn sie bis NRW sind, für dann noch die Aktion Frontex, wo wir am Anfang der Außengrenze von Europa, wo wir die nicht mehr kontrollieren, aber dass wir da auch wirklich den Leuten helfen, weil sie in Not sind. Die Aktion ist schon angelaufen, die liest regelmäßig an der Presse oder die hört, dass so viele Leute von Militärschiffen aus dem Meer heraus gefischt sind, kann ich bald sagen. Und das ist also, wie gesagt, angelaufen. Dann natürlich auch ein neues Asylregime. Wir müssen die ganze Asylproblematik abhaken. Wir haben den Akkord von Dublin, der schon eigentlich schon mehr lange an der Kritik steht. Aber wo die Länder sich aber nicht können, ähnlichen Druck für den. Wir müssen das aber unbedingt machen. Wir müssen den abhaken, das Problem. Und der 4. Punkt, das natürlich hängt direkt zusammen, eine neue Politik von der regulären Migration. Migration hat schon ewig stattgefunden, Migration wird auch in Zukunft stattfinden. Aber wie gesagt, da muss man sich damit beschäftigen. Und da ist der Wunsch noch Ziel, für das Europa aber ein attraktiver Platz bleibt. Wir wollen nicht eine Festung gehen, die sich aufbarrikadiert. Wir wollen einen attraktiven Platz sein, für auch, wie gesagt, in Zukunft der Migration an Europa zuzulassen. Es gibt dann natürlich ganz viel Geschwert über den Verdelungsmechanismus, weil das sind die Leute, die schon hier sind, die auch am Anfang schon einen Schutzstatus haben, für die Länder am Süden, Malta, Griechenland, Italien, Spanien, für denen zu helfen, weil die überholen schon im Moment 70% von den Flüchtlingen holen die schon ab. Und ich meine, das müssen den Ländern helfen. Und da ist keine Solidarität im Moment innerhalb von Europa festzustellen, durch Länder wie Ungarn, Polen, Großbritannien, aber auch Frankreich, wo eine sozialistische Regierung am Anfang das Land feiert im Moment. Auch da wehren sie sich für, wie gesagt, einen gewissen Prozentsatz, der soll gerechnet gehen oder Abwohnerzahl no dem PIB, die wirtschaftliche Leistung von dem Land, aber auch dem Chômage. Der Chômage soll auch berücksichtigt sein. Das heißt, Länder, die hohe Chômage haben, sollen der Mann Flüchtlinge müssen abholen. All die Kriterien sind ganz stark an der Diskussion. Und das wird noch ein bisschen dauern, bis man da eine Lösung findet. Der letzte Punkt vielleicht, und das gehört auch zu der Migrationspolitik, das ist, was im Moment ganz stark an der Diskussion ist, was doch durch der Außenminister ganz stark an die Diskussion gehen, als das die Mesuren, die wir sollen treffen, für gegen die sogenannte Schlepperbande 4 zu gehen. Du hast ja ganz geschwert, für die Schiffe zu bombardieren. Das ist eigentlich schrecklich, was da von Informationen, von Meinungen immer gegeben wird, dass die Schiffe bombardieren mit Leuten und so führen. Das, wie gesagt, könnt absolut nicht erfroh. Ich meine, das ist in der Zwischenzeit doch klar und deutlich aufgegangen. Das heißt, 4 Mesuren festzulegen, für einerseits das dort zu kontrollieren, nach zusätzlichen Renseignementen, wie die Bande funktionieren, wie sie finanziert gehen, und so für das mal klar und deutlich abzudecken und festzuhalten. Dann natürlich eine zweite Mesure, für, wie gesagt, die Schiffe so untauglich zu machen, dass sie nicht mehr können funktionieren und dann auf die Manier dann noch natürlich die Leute nicht an die Gefahr kommen, wo sie im Moment sich regelmäßig daran beginnen, weil sie, wie gesagt, keine andere Möglichkeit haben. Ich meine, das sind die Punkte, wo wir diskutiert haben, einerseits Quoten, andererseits auch die Mesuren gegen die Schlepperbanden.
Wann natürlich do am Endeffekt soll auch teilweise militärisch angegraffen gehen, da bedeutet das natürlich, dass das muss mit internationalem Recht an Anklang stehen. Und zweitens aber auch mit einem Akkord von Libyen selber. Das heißt, es gibt nicht einen zusätzlichen militärischen Angriff, wenn das nicht am Akkord ist mit den internationalen Vereinbarungen und noch mit einer Kooperation mit Libyen zusammen. Soweit wie gesagt vu Straßburg nimmen die 2 Punkte. Wir hatten dann noch eine ganz Panoplie. Wir haben noch viel andere Aufstimmungen gehabt, wo ich mit Sicherheit nach die enger die Gelegenheit tun, für mal die Streber zu schwätzen. Vielmals merci für den Anlauf.